Mittlerweile huet die Automobilgesellschaft sich schon ein Bild vom Elektroauto gewinnt. Ein Bild, das sich immer mehr zum Positiven dreht, an dem Chauffeur am alltäglichen Fahren schon entgegenkommt. Lo hat Renault sein rumänisch Discount-Töchter mit dem Dacia Spring Electric sich auch unter Strom angeschlossen. Und dazu 230 km Autonomie, 4 Plätze an einem Preis, der für ein Elektrogefähr ganz interessant ist. Aber wie kommt es zu diesem Dacia-Modell? Dacia hat sich die Plattform vom City Crossover Quid, den am Jahr 2015 als günstiges Verbrennerauto für die Schwellenländer gebaut wurde, hergezogen. An der Teil einen elektrischen Antriebsstrang an diesen 3,73 Meter langen, 1,50 Meter breiten und 1,52 Meter hohen kleinen Stadt-SUV angebaut. Den Dacia Spring ist an seiner SUV-Optik ein kleines elektrisches Auto. An seinem ganzen Aufbau sorgt aber irgendwie für einen flotten Look. Sogar an der Comfort Plus Edition kriegt der Spring Electric nach zusätzlichen paar farbige Highlights spendiert, die Basse wie Banden auffällig freundlich wirken. Wo Chauffeur und Beifahrer sich am Interieur niedergelost, können sie vier wie Hannen dran bei einem Radstand von 2,42 Meter an der Höhe von 1,50 Meter sich über viel Platz für den Kopf freuen. Obschon sie Bannen dran aber ein bisschen eng zugeht, an der zum Mols mit der Platz für die Knie auf dem höchsten Sitz. Die Sitzfläche lädt doch mal 50 cm über der Straße, am Sturm dort daran an Rasklammen auch liegt. Sitzen ist bequem, mit Schiller ist nicht gut gehalten, an der Sitz lässt sich auch nimmer noch 4 an der Hand verstellen. An der Mal bietet Dacia Spring Electric ein Ladevolumen von 290 bis zu 1100 Liter an. A puncto Arbeitsqualität dominiert an einer guten Verarbeitung den harten Plastik, den aber Knurren und Schiebsen aus der Vergangenheit verloren wird. Ein Display, den am heutigen Stand seinen Namen verdient, sieht den im SOS, aber am Platz gibt es analog an digitale Elemente, die an den Tableau de bord von früher erinnern. Sie renseignieren über die Vitesse, über die Autonomie und über den Verbrauch. Ich meine, mehr brauche ich noch eigentlich nicht an einem kleinen elektrischen Gefähr. Auf jeden Fall, das Modul vom Tacho ist einfach aufgebaut und für jeder gut zu verstehen. Den Ekran an der Mitte darf Haut an einem elektrischen Auto an sogar, wenn ihr von Dacia kennt, nicht mehr fehlen. An der Version Comfort Plus vom Spring bietet Mark 7 Zoll großen Display mit den üblichen Funktionen wie eine Kamera für Handrücks zu führen an den üblichen Smartphone-Integrationen. Für den Strom und Fließen zu kriegen, an den Spring in Bewegung zu setzen, soll der Fuß auf der Bremspedal stehen. Der Schlüssel nach einem echten Zündschlüssel an Schlossstierchen, wie beim Verbrenner, eine so lange an Position vom Demarieren halten, bis ein geringes Lichtchen im Tableau de bord angeht. Und da kann der Tronrädchen auf der Konsole an den Vormodus N, R oder D gedreht gehen. Die Normalhandbremse lass machen, ein Schock haben am Dacia Spring Electric gerollt gehen. Den 33 kW 44 PS permanent erregter Synchron-Elektromotor mit Automatik an auf den Vierstellräder angedrieben klingt noch nicht, mit aber Spaß am normalen Fahren. Ob ein fest Trippeln auf Gaspedal reagiert der Spring überraschend spritzig. An seinem kleinen Wendekreis von gut 10 Meter könnte man im Stadtverkehr auch zu gut. Hier meldet sich auch bemerkbar, dass der Spring knapp 1 Tonne weit, große SUVs bringen aber einmal bis zu 2 Tonnen auf vor. Überholmanöveren sollen sich aber gut überlegen, weil von 0 auf 100 km/h ein typisches Überholmanöver vergeht schon die 15 Sekunden, an nebenbei bemerkt von 80 auf 120 km/h solchen 33,5 Sekunden. Am Eco-Modus als Dünntriebskraft auf eine maximale Autonomie angestellt, bringt bei vollem Gaspedal eine maximale Vitesse von 100 km/h, bringt aber einerseits 9% Spuren und Energie. Am Sportmodus gängt lädt die Maximalvitesse bei 125 km/h. Auf jeden Fall langweilig geht es nicht am Dacia Spring Electric. Obwohl er keine Elektro-Performance kann bieten, muss ich aber sagen, bis in Vitesse für 50 km/h kann ich sogar für Spaß im Fahren schwätzen.
Spannend auch seine Autonomie. Dacia gëtt laut WLTP bis zu 234 km Autonomie und wo mir an unserem Test zwischen 180 und 200 km aufgespult hun. An unserem Testverbrauch huet sich so zwischen 15 und 15,5 Kilowattstunden auf 100 km vis-à-vis von denen 13,9 Kilowattstunden von Dacia angependelt. Beim Oplösen in der Steckdose besteht auch kein Problem. Ausser wie Eidel die 26,8 Kilowattstunden Akku ass, kann nicht dazu beitragen, für das Spring noch ungefähr 11 Stunden an den Ersatz zu bringen. Lo kann das aber auch mehr sehr viel gehen. In der Wechselstromstation mit 3,7 Kilowatt Leistung die 7 Stunden, an einem Schnelllader mit 30 Kilowatt Leistung auch schon bei einer Stunde von 0 auf 80% Autonomie. Nach mat gewissen Erschränkungen die Elektromobilität beim Dacia Spring schon ganz interessant sind. A wen iwwer des Negativpunkten wegguckt, dem kann de Spring de Raklammen an des Mobilität mat enger guter Renneltechnik eng Überlegung wert sein.